Die fünfte und letzte Episode von Zurück in die Zukunft möge beginnen. Was werden Sie erwarten? Wer werden unser Gegner sein? Wird sich der Doc vielleicht doch noch einbesinnen? Wer weiß, wer weiß. Und Marty hält einfach mal ganz faulen Lenzner. Ich glaube, ich kriege ein Rad auf. Hallo? Marty, bist du wach? Gut. Doc, Emmett, wo bist du? Ich bin auf der Expo. Ich bin früh raus, um Pa nicht zu begegnen. Hätte er gewusst, dass ich auf dem Weg war, mich mit einer Demonstration zum Gespött zu machen, wäre er an die Decke gegangen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich meine, die letzte Aufnahme ist bei mir schon ein paar Tage her, aber irgendwie habe ich das noch anders in Erinnerung, was da gerade abging. Da kann das sein, dass jetzt ein paar Tage vergangen sind. Auch hier im Spiel meine ich. Na, mal gucken, mal gucken. Ja, ene, mene, mu und raus bist du. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich habe dich geschüttelt, bevor ich gegangen bin, aber du warst quasi im Koma. Wie lange hattest du schon nicht mehr geschlafen? Bevor ich bewusstlos geworden bin? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dich im Labor gelassen, damit du eine wichtige Mission erfüllst. Auf dem Tisch neben meinem Rechtsbüchern ist ein Gerät an der Wand eingestöpselt. Ich glaube, ich sehe es. Leuchtet es? Ja, ist das gut? Das ist fantastisch. Das Leuchten bedeutet, dass mein statischer Akkumulator aufgeladen und bereit zum Einsatz ist. Bring ihn mit zur Highschool und wir... Verdammt! Was? Edna ist da! Aber... Okay, Emmett, statischer Akkumulator ist auf dem Weg. Was auch immer das sein soll. Beziehungsweise, was für einen Zweck es erfüllt. Oh, diese Edna. Diese Edna und der Doc muss auch noch irgendwo sein. Ich meine natürlich der alte Doc, war nicht der junge. Wow! Da ist er schon. Hey Doc, Vorsicht! Sie hätten mich beinahe überfahren. Tut mir leid, Martin. Dieses Fahrzeug ist manchmal schwierig zu steuern. Ja. Hey, alles in Ordnung? Nach dem Streit wegen Emmett gestern Abend... Alles okay. Danke der Nachfrage. Oh oh, irgendwie gefällt mir sein Gesichtsausdruck nicht. Na, mal gucken. Also, was ist mit den Zeitleitungen? Immer noch defekt. Ich habe ein paar Ideen, aber heute habe ich andere Probleme. Mein Schicksal ist also, dass ich das für die Expo baue? So ist es. Das ist ein statischer Akkumulator. Emmett hat die ganze Nacht daran gebaut. Scheinbar musste er Frankenstein dann doch nicht mehr ansehen. Er brauchte nur einen kleinen Schubser und ein paar Blitze. Faszinierend. Mir wurde gestern Abend auch etwas klar. Doc? Ich habe verstanden, dass nicht Edna mein Leben ruiniert hat. Doc? Es war die Wissenschaft. What the hell? Natürlich! Nicht nur die alte Edna kann ihn beeinflussen, sogar die junge. Ich glaube, es hackt. Sie dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, Sie lieben sie. Korrektur. Mein jüngeres Ich liebt die Wissenschaft. Aber wenn Emmett bei der Expo seine Erfindung nicht vorstellt, wird sein Traum, ein Wissenschaftler zu werden, so weit verblassen, dass Edna wieder in sein Leben treten und ihn auf einen neuen Pfad führen kann. Neuen Pfad. Das ist nicht dein Ernst, Alter! Sie können Emmett nicht wieder mit Edna zusammenbringen. Dank Ihnen hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Dank meiner Wissenschaft hat sie aus Hill Valley einen Polizeistaat gemacht. Aber wenn ich kein Wissenschaftler werde, wird sie diese krankhaften Ambitionen gar nicht erst an den Tag. Mag ja vielleicht sein, auch wenn seine Gedankengänge mir jetzt ein bisschen sprunghaft vorkommen. Ja, aber trotzdem, ey, Doc, das kann nicht dein Ernst sein, Mann! Die wird dich doch trotzdem irgendwie beeinflussen und so und das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Einen neuen Pfad? Welchen neuen Pfad? Keine Ahnung, Architekt, Mechaniker, Präparator. Vielleicht werde ich auch der Anwalt, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Solange Emmett die Wissenschaft meidet, werden Edna und ich zusammen glücklich sein. Bitte Ja. Sie, Doc, Sie haben sich das nicht gut überlegt. Hab ich nicht. Wir beide werden es wohl rausfinden müssen. Eins ist sicher. Emmett Browns Leben wird sehr viel einfacher sein ohne eine Zeitmaschine. Nein. Was zum Geier? Wo ist er hin?
Doc? Doc! Akkumulator, wo seid ihr? Ja, schönen Schrank, da kann man zumindest mal sagen, wo der ist. Da ist er da. Oh, bitte. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Oh, bitte. Was ist denn das für ein Scheißteil? Sag mal, das Strap nicht gleich abstürzt. Okay, das Teil will mich natzen. Ein Akkumulator, der mich natzen will. Das Spiel will mich verarschen, oder? Mann, nee, das ist doch kein Magnet, auch kein... heißt doch kein UFO, Komm Mann. nicht dran. Was du nicht sagst, ist irgendwie im Inventar was dabei? Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Kannst du da hoch? Wäre eigentlich logisch, war da hochzuklettern. Ja. Und zack. Ich komme nicht dran. Ja, Martin muss schon im richtigen Moment. So, Hab jetzt. dich. Oh, Okay, mal kurz die englische Stimme. Und bam. Tja, Doc, der Plan ging wohl in die Hose. Das soll ein Schuss in den Ofen. Ein kleiner Pokémon-Insider nebenbei. Fraps. Framerate ist auf 6 runter. Hallo. Er hat am Fraps. Michael am Fraps. Ja, geht doch. Scheiß Programm. The future is coming today. There's a shiny new tomorrow on the way. A day of invention is at hand. It's a mystic, futuristic wonderland. Just around the bend, my friend, you'll see a dream or two. If you care to dream and dare to dream, your dreams can all come true. There's a world of wondrous wonder on display. Because the future is coming today. Nicht schlecht, was? gar nicht schlecht, aber ich dachte, du hast sie gefeuert. Ich habe einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg? Einfach einen Ausweg. Hey, du bist nicht der Einzige, der Geheimnisse haben darf. Ist ja schon gut, schon gut. Sag mal, wolltest du nicht das Dingsbums zu Emmett Browns Stand bringen? Oh, ja, das stimmt. Because the future is coming. It's almost here now. The future is coming. It's getting clear now. The future is coming today. Oh, meine Ohren! Und ich habe die Lautstärke so hoch aufgedreht. Oh, Alter. Ja, finde ich im Stand und ist schon gut. Leute, seht euch das an! Das ist eine mittelalterliche Gamescom. Geil, Mann. Naja, ja. Sieht so ein bisschen crazy aus und alles, aber sonst hat schon gewisse Ähnlichkeit mit der Gamescom. Obwohl, etwas nicht. Hier fehlt etwas. Jetzt weiß ich's. Die Reporter von RTL. Der wird auch nie alt, wa? Ja, hoffen mal, dass die beim nächsten Mal weniger... Die Erleuchtung erwartet Sie auf dem Meeresgrund. Ja, hoffen wir, dass auf der diesjährigen Gamescom RTL nicht so viel zu lästern hat. Mann ey, diese scheiß Steuerung. So, jetzt geht's wieder. Und da ist er schon, wie aufs Stichwort. Zweifellos will er es Ihnen ausreden, Detective. Aber Sie müssen jetzt standhaft bleiben. Hä? Hallo, Corleone. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hey, hat man auch nie die Ruhe vor der, egal ob man in der Vergangenheit, Gegenwart oder der Zukunft ist, überall mischt sich ein. Scheiß Tussi, so hat er es gesagt. Was ist hier los? Naja, Miss Strickland scheint zu glauben... Tritt beiseite und lasst den Officer seine Pflicht erfüllen. Los! Hä? Moment mal, das da oben ist doch Emmets Levitator. Nicht so bescheiden. Mindestens die Hälfte der Anerkennung gebührt doch dir. Du hast Emmett doch dazu gebracht, mich zu verlassen. Und du hast ihn dazu bewegt, mein Projekt aufzugeben. Zugunsten dieser Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Okay, jetzt hackt's aber, glaube ich, endgültig. Also erstmal hast du Emmett verlassen, ja, und zweitens habe ich damit... Ja, okay, ich habe was damit zu tun, aber das musst du ja nicht wissen. Und drittens, spinnst du eigentlich? Alter, ey. Ich kapiere dich, wenn du so weitermachst.
Der elektrokinetische Levitator war Emmets Idee. Ich habe nur geholfen. Was dagegen? Ich glaube, du weißt genau, was ich dagegen habe. Emmets Erfindung funktioniert doch nicht, oder? Jedenfalls nicht so, wie der arme Emmet sich das vorstellt. Woher weißt du das? Ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit Carl Sagan. Ich habe herausgefunden, wer Michael Corleone wirklich ist und woher er kommt. Möchtest du mir vielleicht was sagen, Michael? Warum nennen Sie ihn nicht bei seinem echten Namen? Jakov Smirnov. Vielen Dank, Doc. Ein Anarchist. Ein Fremder, der Chaos und Zerstörung auf der Hill Valley Expo verbreiten will. Danny, du glaubst diesen Schwachsinn doch nicht etwa, oder? Tut mir leid, Jako, aber ich habe wirklich keine Wahl. Sehr gut. Und nun? Verhaften Sie diesen Umstürzler. Keine Wahl? Wo sind die Beweise, bitteschön? Komm mal her. Hör mal her. Ich glaube ja, dass die Dame eine Schraube locker hat, aber Leute in der Stadt glauben ihr seit dieser Sache mit Kid 10. Aber Emmet muss seinen elektrokinetischen Levitator vorführen. Seine gesamte Zukunft hängt davon ab. Und meine Zukunft hängt davon ab, dass er es nicht tut. Der Chief liest ihre Kolumne immer mit Inbrunst und, naja, wenn ich nicht tue, was sie sagt, ruft sie eine Kampagne ins Leben, unsaubere Beamte aus der... Kann ich denn gar nichts tun? Nicht solange du keinen handfesten Beweis hast, dass Edna gegen ein Gesetz verstoßen hat. Und? Ich finde schon was. Mach das. In der Zwischenzeit sollten du und Emmet lieber... Wo ist Emmet eigentlich? Du hast ihn nicht gesehen? Emmet? Hat dieser Fremde etwas mit meinem Emmet gemacht? Vielleicht sollten sie ihn suchen. Sie lassen ihn gehen? Diesen radikalen Umstürzler? Einfach so? Okay, ich muss also Emmet finden und irgendwas wegen Edna unternehmen. Die Frage ist bloß, was sie ja lecken nach dem Tschöple. Als ob Edna jemals ein Gesetz übertreten hätte oder gebrochen hätte, was auch immer ist das Gesetz pur. Ach du Scheiße, auf irgendeine Art und Weise ist das eine richtige Scheiße. Ja, was mache ich jetzt mit dem Akkumulator? Mit dem Akkumulator! Die Batterie brauche ich doch gar nicht. Nicht zu glauben, dass Danny sich von Edna zur Schließung des Standes hat nötigen lassen. Trotzdem bleibt die Frage, wo ist der Doc? Komm schon, Emmet, wo bist du? Hä? Wie jetzt? Ja, weiß er doch, aber da stand gerade etwas ein Ablaufplan und an dritter Stelle da steht Daniel Parker. What the hell? Okay, der Doc ist als letzter dran. Wir haben uns etwas Zeit. Ich glaube, das soll eine Uhr sein. Nein, kann schon sein. Toll. Doc, Emmet, wo bist du? Entschuldigen Sie, Mr. Dutot, Jacques Dutot, zu Ihren Diensten. Ich hab die do, nein, Franzose muss das sein, ich kenne die Franzosen, gegen die Franzosen habe ich im Grunde genommen nichts, aber gegen die Sprache ein bisschen was. Ich suche einen Freund von mir, Emmet Brown. Großer junger Mann, rotbraunes Haar. Abwesender Blick? Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super, danke. Ein älterer... Ach du grüne Neune, Doc! Ist langsam reicher mit dir! Ey, Alter, jetzt müssen wir mittlerweile selber die ganze Vergangenheit ändern und die Gegenwart in die Zukunft wieder in Ordnung bringen. Ich krieg die Krise, ich lauf im Kreis, so. Trixie, hast du die beiden gesehen? Hi, Trixie. Für dich immer noch Techne, Junge. Richtig. Gratulation, dass du deinen alten Job wieder zurück hast. Danke. Am Ende siegt immer die Gerechtigkeit, nicht wahr? Also, was kann ich für dich tun? Sehr, sehr viel. Trixie, ich habe Emmet gefunden. Er ist im Glashaus mit Doc, Carl Sagan. Oh, gut. Das ist schön. Wir müssen ihn da rausholen. Übertreibst du da nicht ein wenig? Es ist eine Ausstellung, kein Gefängnis. Ich glaube fast, dieser Satz kommt ein bisschen zu früh, oder? Eine Franzose hat nichts vom Doc erzählt. Klar ist eigentlich logisch, dass der Doc sein muss, aber... Weißt du, bei Emmets Demonstration gibt es ein kleines Problem. Oder auch zwei. Kannst du seinen Auftritt verschieben? Jemand anderen vorziehen? Tut mir leid. Ich habe den Plan nicht gemacht und kann ihn nicht ändern.
Ich kann etwas langsamer machen. Aber wenn dein Freund nicht bald fertig ist, müssen wir ihn überspringen. Ich meine, seine Demonstration. Das darfst du nicht. Hey, es ist nur eine Demonstration. Es geht nicht um Leben und Tod. In unserem Falle schon, in unserem Falle schon. Naja, also, das fragt er auch noch, ist sowieso der Letzte. Edna Strickland versucht, Emmets Stand schließen zu lassen. Die Dame kann sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, oder? Überhaupt nicht. Für wann ist Emmets Auftritt eingeplant? Schauen wir mal. 8 Kilobit nach 50. Hä? Wir haben hier in Hill Valley die metrische Zeit. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Kannst du eventuell etwas tun, um Emmets Stand wieder zu öffnen? Ich wünschte, das könnte ich. Aber ich bin nur eine Muse. Wir können die Menschen nur inspirieren. Ja, ist schon gut. Okay, du bist eine Muse. Kannst du mich mit einer Idee inspirieren? Ich versuche es. Und? Vielleicht wirkt es auch noch nicht sofort. Ich glaube, das wird nie was. Das Glashaus soll das sein. Tja, welche Ausstellungen sind zu empfehlen? Die beliebtesten Ausstellungen sind das Glashaus, die Möbel der Zukunft und natürlich die Erleuchtung auf dem Meeresgrund. Weißt du, wer sich unter dem Tauchhelm verbirgt? Jacques Duteau persönlich. Natürlich brauchst du Eintrittskarten, um die Hauptattraktionen zu sehen. Jacques Duteau sagt mir gerade gar nichts. Ich helfe doch gern. Dankeschön, Trixie. Was? Hindrennen daran, sich Dimension anzumischen? Ja, weiß ich doch. Dazu muss ich ihn erst finden. Oder? Muss ich etwas anderes machen. Hinweise. Zeit, die Expo zu erkunden, besorgt aber als erstes Eintrittskarten und Trixie im Informationsstand. Oh. Ja, okay, gut. Vermutlich können wir sonst nicht ins Glashaus rein, ist also sicher nicht ganz so übel. Moment mal kurz die Maus. Ich muss ein bisschen flexibel sein mit der Maus, weil wenn ich da aus dem Bild rauskomme, dann stürzt Straps mal schnell ab. Hey Artie, Was meinst du? Ganz schön was los, oder? auf der Expo? Klar, aber ich habe mich gefragt, Ja, hier tanzt der Bär, so ist los. Edna Strickland hat Officer Parker dazu gebracht, Emmets Stand zu schließen. Was? Warum? Sie behauptet, seine Erfindung sei gefährlich. Ist sie das? Darum geht es nicht. Ah, mein Kannst du nicht irgendwas tun, damit der Stand von Emmet wieder geöffnet wird? Ich befürchte nicht. Dies mag vielleicht das wundervolle Land der Zukunft sein, aber es unterliegt noch immer der Zuständigkeit der Polizei von... Vielleicht solltest du mit Officer Parker sprechen. Er sagt, dass er nichts tun kann, solange Edna in Hill Valley etwas zu sagen hat. Und das hat sie. Jetzt grinst mich doch nicht so an wie ein Leberkuchenpferd, das glaube ich einfach nicht. Kannst du Emmets Demonstration irgendwie verschieben? Es gab einige Störungen in letzter Minute. Emmet hat sein Glück schon auf die Probe gestellt, indem er den mentalen Affinitätsmesser, den er eigentlich zeigen sollte, gegen dieses elektrokinetische Dings getauscht hat. Ich kann seinen Platz auf der Liste nicht ändern. Die Jury würde denken, ich wolle ihn begünstigen. Ja, und das wäre ja natürlich so schlimm, oder? Oh, zieht du gleich einen Schmollhund. Emmet ist im Glashaus. Mit Carl Sagan. Dann hast du ihn gefunden. Gut. Nicht gut. Wegen Carl Sagan verpasst er noch seine Demo. Wer bist du? Seine Mutter? Ich bin mir sicher, er kann auf sich selbst aufpassen. Ja, er schon, vor allem seine zukünftige Version kann sehr gut auf ihn aufpassen. Ja, see you later, Alligator. Komm jetzt du, oder brauche... Da sind Hey, sie. Emmet, komm da raus. Hör nicht auf ihn. Doc hat die Regel gebrochen, er spricht mit sich selber. Perfekt. Doc! Doc! Du Trottel, Mann, ey! Für Zutritt Eintrittskarte einführen. Mensch, warte, geh doch einfach hier rüber. Hallo! Ich krieg die Motten. Aber ein bisschen schneller, Marty. Trixie. Ich brauche Eintrittskarten von Trixie, oder? Von hier bekomme ich die. Hi Trixie. Also, was kann ich für dich tun? Eintrittskarten. Wie viel kosten die Eintrittskarten? Ach, steck dein Geld wieder weg. Hier, du gehörst ja jetzt irgendwie zur Familie, richtig? Danke. Naja, zu Artis Familie schon, zu deiner eher weniger. Danke. Ja, danke.
Sehr gut, sehr gut. Das haben wir jetzt alles. Wir haben einen Akkumulator, mit dem wir Edna ein bisschen schocken können. Ich hoffe es doch zumindest. Und die Eintrittskarten für die Expo. Alter, sind das viele. Das reicht locker für 50 weitere Expos. Ich wünschte, ich könnte auf die Gamescom gehen, aber leider bleibt mir dieser Traum für dieses Jahr versperrt. Ups, das war falsch. Ich will nicht hier rein. Was ist das Haus der Zukunft? Naja, was glaubt. Und tschupp. Geht doch. So, Doc, jetzt bist du fällig. Ganz ruhig, ganz gelassen. Wer weiß, was noch... Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmet, verschwinden wir von hier. Emmet! Emmet, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas, unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas, großartig. Der Wohnraum ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Das klingt doch interessant. Griff, jetzt kann ich den verschieben, aber ich will ja da unten rein. Jetzt muss ich erstmal gucken. Kann ich den auch verschieben? Ja. Ja. Was zum... Oh, da hat den Weg blockiert. Menschenskind, hey, der Alte geht mir auf die Schallkreise, das glaubt ihr nicht. Ich meine, eine Tür geht noch. So, jetzt da durch. Muss erstmal gucken, wie kann ich jetzt das Ganze hier verschieben? Kommt das auch hier weg, oder? Machen wir hier zu, vielleicht, ups. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Toll, Marty, toll gemacht. Obwohl, vielleicht kann ich jetzt unten durch. Bezweifle es zwar irgendwie, aber... Na, können wir jetzt da durch? Tatsächlich! Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendwie war da vermutlich vorhin im Fenster oben oder was weiß ich. Gut. Martin, gehst du durch? Dankeschön. Kannst du ihn wieder zurückschieben. Und dann da hinten durch. Na, wie sieht's aus? Sind die beiden anderen? Hallo, der wird doch eben noch gesehen. Hä? Verarsch mich nicht, Mann! Da sind sie! Jetzt grinst nicht so dämlich, Doc. Ich glaube, es hackt. Jetzt hackt's aber endgültig, hey, das unser eigener Freund ist zum Feind geworden. Wieso überrascht mich das nicht, hey? Ja, schönen Schrank auch. Erinnere mich ein bisschen an The Last Story, wa? Kriege ich jetzt das Teil da weg? Beziehungsweise muss rüber da hinten durch, weiß man natürlich auch nicht, oder? Ja, doch, was soll ich sonst machen? Ah, super! Ist ja ganz toll. Ja. Trotzdem bleibt die Frage, komme ich jetzt da oben durch? Vielleicht doch hier noch was vergessen? Hepp. Ching ching. Kann ich hier noch was machen? Nee, sieht ziemlich mies aus. Hä? Doch nicht? Nee, leider nicht, Freunde, leider nicht. Oh, Mann, nicht schon wieder, Alter. Ja, die Steuerung ist schon ein bisschen kackendoof, muss man ganz ehrlich sagen, aber... Ist halt so, kann ich nicht ändern. Das war clever. So, kann ich jetzt hier? Nee, hier komme ich nicht durch. Vielleicht komme ich jetzt hinten durch, wer weiß. Ja, das war auch nicht schlecht. Jetzt kann ich hier nicht mehr durch.
So, vielleicht klappt es ja jetzt. Das ist komplizierter, als es aussieht. Als ich die erste Wand bewegt habe, wurde ein Durchgang geöffnet, aber ein anderer versperrt. Irgendwie fällt mir gerade mal so auf, dass der 5. Teil... Was blockiert sie? Ja, da oben vermutlich. Ja, was ich sagen wollte, der 5. Teil habe ich so das Gefühl, dass der irgendwie bei den Textpassagen blockt. Teilweise. So, komme ich jetzt da durch? Bezweifle es zwar, aber... Er muss jetzt da oben Sie sein. öffnet sich nicht. Ja, ja, ist schon gut. Ja, muss ja der Oberraum sein. Verdammt, wieso kann ich jetzt nicht nach oben gucken? Das wäre jetzt hilfreich. Lagische Feuer doch richtig. Okay, das Ganze da zurück. Und dann müsste es funktionieren. Hoffe zumindest. Und hopp. Ah, ich muss ja lange warten, Passagen. Ey, Mann. Ich meine, im Grunde genommen mag ich ja solche Kombinationsspiele, aber wenn ich dann nicht alles sehen kann, ist es natürlich ein bisschen doof. Ja, jetzt müsste es gehen, wa? Ach so, in die gleiche Farbe. Sag das gleich. Sag das doch gleich, Marty. Marty? Marty! Er antwortet nicht. Ist doch auch blöd. Ah, ja. Gut. Es ist immer die gleiche Farbe, die sich bewegt. Nicht immer nur das gleiche Abteil. Jetzt will ich das ganze blaue. Blaue. Ja. Jetzt kann ich auf der anderen Seite des Glashauses bestimmt bis... Ja, Marty, kannst bestimmt jetzt noch kurz das Grüne verschieben. So, jetzt endlich da durch. Meine Güte, das hat so lange gedauert. Doc. Ich komme. Ich meine, Emmet, ich komme. Hä? What the hell? Ah, dachte gerade. Emmet? In ihrem Haus der Wo haben Sie ihn Zukunft. jetzt hingebracht, Doc? Meine Grüße, Sterbliche. Ich, Techne, die Muse des Fortschritts, hoffe, dass Sie viel Spaß auf dieser Expo mit Ihren fantastischen Ausstellungsstücken haben. Und denken Sie daran, die Eintrittskarten für unsere Hauptattraktionen können Sie hier am Informations... Ich muss mich beeilen, Freunde. Ich kann nicht sagen, wie spät es ist, aber langsam wird die Zeit knapp. Ja, die Zeit ist doch immer knapp bei uns. Wo können die sonst noch sein? Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünnen, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünnen, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wen Sie meinen. Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, holen Sie sie vielleicht noch ein. Die Stimme kennen wir doch. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie... Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmet gemacht? Hilfe! Ich werde angegriffen! Michael, was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht. Er hat Emmet gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutoux vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das ist... Bitte, sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutoux herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Jetzt habe ich ein Problem. Wo haben Sie Emmet versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha, also ist Emmet in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Hör mit den Spielchen auf, Doc. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey! Will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen.
Martin, du hast eine Eintrittskarte. Unternehmen Sie eine Fahrt in der Tauchkugel. Ihre Tauchkugel. Ich würde sie gerne einmal von innen sehen. Nicht ohne Eintrittskarte. Tut mir leid. Ich hab doch eine. Professor Dito, hm? Zu Ihren Diensten. Was haben Sie mit dem echten Professor Dito getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmet gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dito. Sellerie! Ja, c'est la vie. Du mich auch, c'est la vie. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inhaltsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Natürlich, natürlich. Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Lande sagte. Que sera, sera. Halt die Klappe, oder ich poliere sie mit einer dämlichen Taucherkugel.